Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Schlaft ihr immer noch? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, meine Verräter sind schon da. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin es. Ist er das wirklich? Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Also ging Judas direkt auf Jesus zu und gab ihm einen Kuss. Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Und da ich derjenige bin, den ihr sucht, lasst die anderen gehen. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Hört auf damit! Jesus berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Petrus, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Soll ich etwa nicht aus dem Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnen musstet? Jeden Tag war ich im Tempel. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. Doch all das geschieht, die Worte der Propheten zu erfüllen, wie sie in der Schrift aufgeschrieben sind. Welch dramatische Szenen, die sich da bei der Verhaftung von Jesus abspielen. Lass uns da noch mal eintauchen. Eine Gruppe von Freunden von Jesus. Sie gehen mit ihm in seiner schwierigsten Stunde und er wünscht sich einfach nur, betet mit mir doch jetzt. Doch sie schlafen ein. Und dann ist er mit seinem Vater und er sagt, dein Wille soll geschehen. Ich bin bereit, mein Leben aufzugeben. Ich gebe es freiwillig. Vater, dein Wille geschehe. Dann geht er zurück, er wird verhaftet und dann kommt diese Szene, dieser Petrus. Er nimmt sein Schwert, seine Kraft nimmt er und seinen Mut zusammen und hackt ein Ohr ab. Was für eine dramatische Szene. Doch Jesus sagt, es ist jetzt nicht Zeit, mit deinem Schwert deine Stärke zu beweisen, sondern es ist Zeit, dass ich den Willen des Vaters tue. Ich kann mich so gut hineinversetzen in diese Petrus, in diese Gefühle. Es gibt doch solche Momente in unserem Leben, wo wir mit unseren Stärken agieren. Aus bester Motivation, mit den besten Absichten, vielleicht sogar für Gott, ich möchte jetzt etwas tun für dich. Doch unsere Stärken reichen plötzlich nicht mehr aus. Unsere Fähigkeiten, unsere Talente fallen weg. Vielleicht sogar durch einen Schicksalsschlag. Und das löst immer sehr viel bei uns aus. Emanuel Kolb hat das erlebt und erzählt uns seine Geschichte. Vor einigen Jahren war ich einer der besten Athleten im Sport Tricking. Tricking ist eine Mischung zwischen Kampfsport, Bodenturnen, Breakdance. Eigentlich macht man einfach Saltos kombiniert mit Kicks und Twists. Also eine enorme Belastung für den ganzen Körper, aber es war eine riesen Leidenschaft für mich. So groß, dass ich sogar angefangen habe, meine Identität darin zu finden, weil ich so gut war darin. Und ja, einige Zeit später ist dann ein Unfall passiert, eine Tragödie für mich. Ich ließ es bei verschiedenen Ärzten abklären, musste dann auch operieren, weil ich einen
Knochensplitter im Fußgelenk hatte, der musste raus operiert werden. Das hat für mich schwere Folgen gehabt, weil ich damit auch mit meiner Leidenschaft aufhören musste. Ich durfte kein Tricking mehr machen. Es war wirklich eine Krise für mich. Ich war auch zum Teil wütend auf Gott. Ich wusste es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, Herr, warum lässt du das zu? Warum genau das? Warum nimmst du mir diese Leidenschaft weg? Und irgendwie hat sich aber dann eine neue Leidenschaft daraus entwickelt. Ich konnte mehr anfangen, Videos zu schneiden, welche ich bereits geschnitten und gefilmt habe während meiner Zeit als Tricker. Die ganze Kreativität wuchs in eine neue Leidenschaft, wuchs zu einer neuen Leidenschaft. Und da habe ich auch gemerkt, hey, wenn eine Tür zugeht, dann öffnet Gott eine neue Tür. Wenn wir unser Schwert weglegen müssen, wenn unsere Stärken plötzlich weg sind und nicht mehr zählen, kann das wirklich oft sehr schmerzhaft und herausfordernd sein. Kennst du den Satz? Das Christentum ist etwas für Schwächlinge. Ich verstehe, dass man so denkt, das Christentum ist etwas für Schwächlinge. Und dieser Satz stimmt nicht ganz. Denn das Christentum, der Glaube an Jesus, hat etwas damit zu tun, dass man sich eingestehen muss, dass die eigene Stärke mich schlussendlich nicht retten kann. Und das braucht viel Mut zu sagen, Jesus, aber ich kann doch. Und Jesus sagt, nein, ich bin es, der jetzt rettet. Sei bereit, deine größten Stärken mal wegzulassen. Denn schlussendlich bist es nicht du und deine Leistung, die retten können. Schlussendlich ist es nicht deine Anstrengung. Auch nicht, weil du so ein wunderbarer Christ bist und so keine Fehler mehr hast und ein guter Mensch bist. Nein, es ist, dass Jesus sich entschieden hat, ich möchte jetzt mein Leben geben für dich, damit du gerettet werden kannst. Und ich weiß, dass an diesen Punkt zu kommen, wo man bereit ist, in aller Schwachheit vor Jesus zu treten und zu sagen, ja, Jesus, rette mich. Das braucht sehr viel Mut. Und ich lade dich ein, diesen Mut heute, jetzt aufzubringen und mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus, du gibst dein Leben freiwillig für mich hin. Ich kann nicht aus meiner Leistung oder aus Religiosität oder weil ich ein guter Mensch bin, gerettet werden, Jesus. Ich stehe heute da, ich bin unvollkommen und ich sage, ich brauche deine Rettung. Jesus, ich danke dir, dass ich in aller Schwäche zu dir kommen kann und du rettest mich. Lass uns in dieser Haltung, in aller Schwäche, Gott jetzt unser Herz hinhalten in einem Lied. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe, Gott, bleibt bestehen. Deine Liebe, Jesus. Hier ist mein Herz, ich gebe es
mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not und schau auf dich allein, mein Gott. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Vers sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Uns alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mehr nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben.